Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Towncraft. Ja, es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt vorweg einmal noch muss sagen. Also erstens, wenn ihr vielleicht ein paar Texturen gesehen, zum Beispiel an dieser Fackel da. Wir sind jetzt in 1.8 angekommen, nach ein paar Schwierigkeiten. Unter anderem hat es den Nether nicht geschafft. Scheinbar ist er inkompetabel. Ich weiß nicht wieso. Liegt vielleicht daran, dass wir vorne auf Bucket gewesen sind. Vielleicht ist es auch überall so. Habe ich aber noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe eine Folge aufgenommen, noch vor 1.8, wo wir im Nether ein kleines Netzwerk gebaut haben, beziehungsweise mal einen Gang von mir zum Yoshi. Und von dort fehlt mir quasi der erste Teil, der Anfang, wo ich erkläre, was wir in der Folge machen, wie jetzt das da. Und ja, da der Nether sowieso weg ist, habe ich mir überlegt, mache ich doch einfach kurz quasi eine Zusammenfassung von dem, was wir gemacht haben, weil das ist nicht wirklich viel, weil der Nether sowieso weg ist. Und dann widmen wir uns der Folge vor allem 1.8 Zeug. Und ich habe mir vorgenommen, ab 1.8 jetzt ein bisschen was zu ändern an der Folge. Sie werden kürzer. Vielleicht kommen es öfters. Sie kommen auf jeden Fall jeden Mittwoch. Und wenn ich halt ein bisschen mehr Zeit habe, auch noch am Sonntag. Und wir fangen gerade an. In der letzten Folge, beziehungsweise der, die ihr halt nicht gesehen habt, habe ich den Gang hier gemacht, zu der Witch Farm hinterher. Es ist nichts wirklich Besonderes. Und das Portal da, wo relativ gut aussieht, ich denke, die köpfeln wir mal da für den Moment. Und wir gehen nochmal durch. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Es könnte sein, dass uns Tod und Verderben erwartet. Darum tue ich am besten einmal das ganze Zeug irgendwie da verstauen. Was ich auch so hure geil finde an 1.8 ist zum Beispiel jetzt Leitern. Die haben, ich liebe es. Die sind 3D, sie sind 3D, schaut euch das an. Ja, ich find das voll geil. Sie haben wirklich ein paar Sachen gemacht, die richtig geil sind. Also einfach mal alles rein. Brauchen wir eh nicht. Und im Texture Pack sind jetzt auch ein paar Sachen ein bisschen anders. Nicht allzu viel. Von dem her ist jetzt noch ein grosses Problem. Ich nehme mal das hier mit. Ja. Und das wird es eigentlich gewesen sein. Mal schauen, wo wir rauskommen. Dann erkläre ich euch kurz, wie das mit dem Nether System, also quasi mit der Verbindung im Nether überhaupt funktioniert. Es sieht ähnlich aus wie letztes Mal. Es sieht genau gleich aus. Okay. Es sieht exakt genau gleich aus. Das ist ja mal interessant. Aber alle Erze sind wieder um. Das heißt, wahrscheinlich hat der Yoshi einfach quasi den Nether neu generieren lassen, aber das Zeug ist nicht mehr kompatibel. Okay, das ist erfreulich. Das heißt, ich kann wieder all das Netherquarz da farmen. Weil wir haben wirklich viel zu wenig Netherquarz. Dann muss ich nicht so weit latschen. Aber, was wir jetzt machen werden, und das werde ich jetzt in einem Go machen und euch dann wieder zuschalten. Ich werde das Netherportal da an seine richtige Position tun. Das ist ungefähr 10 Blöcke in die Richtung und 10 Blöcke in die Richtung, so in der Wand innen da. Weil Netherportal werden so generiert, dass quasi der richtige Punkt nimmt, wo das Portal, also wo die Koordinaten direkt korrespondieren zu dem in der Oberwelt. Und wenn der besetzt ist, dann nimmt es einen random Platz halt, wo rundum frei ist. Das heißt, das wäre jetzt das hier. Weil, wenn ihr seht, letztes Mal ist dieses Portal so da in der Breite gewesen, jetzt ist es da. Und es wird das priorisieren, nennen wir das so. Also Priorität nie quasi von dem, wo am nächsten am Originalpunkt ist. Das heißt, wenn wir dort eins anmachen und das dann einfach nochmal in die Y-Koordinate aufschieben, bis fast unter die Decke, dann wird es immer zu dem gehen, also zu dem dort oben. Und wenn wir das hier schon ausmachen, kann ich feststellen, es ist ein bisschen zu nach, manchmal. Und darum gehen wir auf sicher, machen das Portal aus und hätten dort oben das Portal. Machen den Gang zum Yoshi. Wobei, dazu muss ich noch etwas kurz sagen.
Und wir machen einen weiteren Gang in Richtung neues Gebiet, wo noch nicht generiert ist, damit wir all die geilen 1.8 Sachen holen können. Und wegen Yoshi ist es einfach so, er hat vorgenommen, mit 1.8 eine ganz neue Base anzufangen, also komplett neu. Das heißt, im Moment hat er noch gar nichts, weil wir haben vor einer Stunde ungefähr geupdatet. Und ich bin der Erste, der jetzt auf dieser Map richtig spielt. Und, also in 1.8. Und sobald er dann dort halt seine Base mal ein bisschen hat, mit Netherportal, würde ich eine Verbindung bauen. Und vorerst wird halt einfach mein Portal dort oben sein. Und die anderen werde ich dann nach und nach anschliessen, sobald sie auch mal das Netherportal haben. Aber ich mache das jetzt und wir sehen uns jetzt gerade wieder. So, ich habe mittlerweile das Portal gerade knapp unter der Grenze, also von der Decke, in Position gebracht. Du bist nicht aggressiv, gut. Und ja, ich habe auch geschehen, wie ich bin. Vergessen das Führzeug mitzubringen, das Portal da kaputt gemacht und dann habe ich mich umbringen. Es hat ein neues Portal generiert. Und ja, jetzt wo wir das dort unten kaputt gemacht haben, was zum, hey, kommen wir da rauf. Es geht ziemlich weit rauf, ist aber kein Problem, weil wegen Leiter, haha. Und ich finde die Marken sehen super geil aus. Ich weiß nicht, ich finde das mit dem 3D-Zeug ist übelst cool. Also das ist wirklich ein geiles Update, was da geliefert haben. Also, wir sind jetzt da genau ein Block quasi unter Bedrock. Das kommt dazu so. Ups. Das genau zu. Und das da hier lassen wir mal, falls wir mal irgendwie aufwenden am Bedrock. Und wenn ich jetzt da reingehe, komme ich genau wieder dort raus, wo wir gewesen sind. Also bei unserer Base halt. Und wenn ich da reingehe, dann wird nicht irgendwie ein neues Portal generiert, sondern wir kommen da wieder raus, weil es genau an dieser Position ist, einfach in Y richtig gegen oben verschoben. Und ich werde jetzt in positiver Richtung, zwar in wo? Oder in negativer Richtung, das wäre in die Richtung da, werde ich jetzt mal, keine Ahnung, sagen wir bis minus 500 Q. Das ist 4000 Blöcke also vom Spawnen weg. Und 2000, habe ich richtig gerechnet? Ich glaube 2000 Blöcke von da aus gesehen in der Oberwelt. Und dann schauen wir mal, ob wir dort 1.8 Zeug finden. Also Enderside und so Zeug. So, das Portal da ist genau bei 4, also minus 500. Und mal schauen, wo wir rauskommen. Ich hoffe, an einem guten Ort. Wir kommen in einer Höhle raus. Das ist äußerst merkwürdig. Wir sollten eigentlich ziemlich weit oben sein heute Zombie. Ich kann mal das hier ausmachen. Und frage mich, wieso dass wir in einer Höhle landet. Fackel, Fackel, Schwert, Zombie. Ich würde sagen, ja okay, aber eigentlich ist eine Höhle gut. Ich meine, ich würde sowieso schauen, ob es da neues Zeug hat. Eisen, Gold, ist alles schön und gut. Was ich meine, auf welcher Höhe? Höhe 26. Willst du mich verarschen? Okay, okay, ja, so ein Haufen Eisen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich würde gerne 1.8 Zeug sehen. Skeletto. Lava. 1.8 Zeug. Sieht irgendwie nicht so danach aus, hä? Wenn wir nochmal um 500 Blöcke weiter. Ich weiß aber nicht, wie weit das der Yoshi wirklich erkundet hat. Also ich meine, es könnte sein, dass es da schon... Nein. Man würde es sehen. Also in so einer Schlucht würde man definitiv sehen, ob es 1.8 Zeug hat. Okay. Wir gehen wieder zurück zum Portal und ich grabe 500 Blöcke weiter. Und ich nehme das Eisen mit. Wir sind jetzt bei 1000 Blöcke in Z-Richtung. Und ich hoffe mal, wir sind jetzt bei, also in Nether. In der Oberwelt sind wir bei 8000, minus 8000. Und das sieht nach neu generiertem Terrain aus.
Das ist die Frage, sehen wir irgendwo Andesite, Diorite, irgendwas? Irgendwas Neues? Come on! Ich glaube, ich muss mich abgraben. Dort. Das! Seht ihr das? Seht ihr das? Ja! Oh Gott. Okay. Ich habe offiziell den ersten Granitblock von dem Server. Wuhu! Die ersten zwei. Oh Gott. Okay. Das ist definitiv neues Gebiet und es sieht da aus, als könnte da in der Nähe vielleicht sogar ein Dingsbums-Monument sein. So ein, wie heißt's? So ein, Ocean Monument. Vielleicht irgendwo in dieser Richtung. Das müsste man mal noch genauer erörtern. Aber ich würde sagen, ich grab mich mal noch irgendwie. Also im Moment brauchen wir ja das noch nicht. Und das Einzige, was wir könnten bekommen von da, ist Granit, Andesite und Diorite. Ich glaube, so heißt's. Und da brauchen wir noch nicht. Aber was wir jetzt machen werden, ist ein paar weitere Features von 1.8 ausnutzen. Und zwar Schleimblöcke und Knöpfe, die man an der Decke befestigen kann. Also ich werde jetzt da zurück rushen. Die 1000 Blöcke. Oh Gott, das könnte länger gehen. Und ich werde meine Spitzhacke reparieren. Was auch noch ein bisschen dauern könnte. Weil ich muss mich beim Zombie-Spawner hinstellen. Yay! Und sobald ich das gemacht habe, werden wir... Oh Gott, wie schnell man Essen verbraucht, wenn man so sprintet. Werden wir erstens mal unsere Falltür zu unserem Keimlabor überarbeiten. Dann werden wir Knöpfe anbringen an unseren Schiebetüren für den Abgang quasi in unserer Kugel. Und ich werde auch noch den Ausgang machen für unser Keimlabor. Yep. Und das wird dann wahrscheinlich für die Folge sein. Und wir sehen uns später. Ja, wer steht da und versucht Level 30 zu werden? Obwohl er einfach könnte seine Spitzhacke da reinlegen, 3 Dias rein und Nummer 5 Erfahrungspunkte zahlen. Ich habe ganz vergessen, dass ja im 1.8 das Zeug jetzt so billig ist. Ey, das ist zu geil. Jetzt kann ich mir auch eine geile Rüstung aus all dem Zeug zusammenbasteln. Ich meine, ich kann einfach mal alle die Helme nehmen und sie miteinander verbinden. Zum Beispiel, ach, ich hätte gern Protection und Protection. Ach ja, wieso nicht? What the... Ja. Und der Amboss ist kaputt. Egal. Das ist ja wirklich, das ist ja ein super Vorführeffekt. Aber, wenn das Zeug jetzt so billig ist, heißt das, ich kann das auch viel besser verzaubern. Das heißt, ich kille mal noch die Viecher da. Und dann begeben wir uns direkt zu unserem Laboratorium. So Leute, endlich, bevor wir zum Laboratorium gehen, werde ich Buttons an der Decke anbringen. Dang. Okay, der kommt auch noch weg. Plopp. Und der kommt da an die Decke. Kann ich das so bedienen? Das funktioniert schon mal. Kann ich das da hier? Nein, das funktioniert noch nicht so ganz. Hey. Gehen wir mal kurz schauen, was wir denn da oben so haben. Das kommt da an. Das wäre einfach so wahrscheinlich. So sollte es jetzt eigentlich gut. Das war ein schneller Fix, wenn es dann einer war. Plopp. Und es funktioniert. Nice. I like it. Gut. Und, wenn ihr vielleicht schon mal im Inventar gesehen habt, 27 Slimeblöcke. Das sind alle... What the... Was ist ein Cod?
Ich keine Ahnung. Ich frage auch gar nicht mehr. Aber 27 Slime-Blöcke ist alles, was ich noch an Schleim hatte. Ich will kurz schauen, wie viel das jetzt... okay. Ich finde das neue System so geil. Es ist zwar hure einfach, aber ich finde es hure geil. Also, das erste, was wir werden machen, ist, wir werden eine von diesen Pistons hier austauschen. Wow, lag. Vielleicht sind die unten durch. Wir werden nämlich das hier ein bisschen modifizieren. Und zwar, ich muss jetzt kurz schauen, dass ich nicht verbrenne. Habe ich irgendwelches Baumaterial? Ja, nicht so wirklich. Okay. Ich nehme mal das hier weg. Dankeschön. Und der hier kommt auch zu mir. Dankeschön. Und der hier. So. Was wir jetzt machen, ist versuchen, das hier zu brechen. Gut. Und jetzt kommt nämlich... Nein, da geht... Nee. Also es gibt eine Möglichkeit, einen Pisten zu sparen. Die zeige ich euch vielleicht noch einmal noch in echt, so quasi. Und zwar indem man da einen Slime-Block anmacht, also so. Und dann da einen Sticky-Pisten, wo aufschiebt, beziehungsweise alles wieder unten. Und da einen Sticky-Pisten, wo ihn rauszieht. Dann braucht man nämlich nur zwei für so einen Trapdoor. Aber weil da hier überall Blöcke sind, die mit aufgeschoben werden würden, beziehungsweise es gar nicht schieben will, kann ich das nicht bringen. Ich glaube, das ist... ja, awesome. Guppe. Okay, ich fixe das da mal und komme gleich wieder. Okay, mir ist irgendwie gerade aufgefallen, dass unsere Hühnli ziemlich weg sind. Ja, es kann passieren, dass bei 1.8 Entities verschwindet. Muss mal schauen, ob alle unsere Schöfe noch rum sind. Aber wir haben jetzt, ich habe es repariert und wir haben jetzt hier einen Schleimblock, damit wir keine Fallschaden mehr bekommen. Mal schauen, ob wir da irgendwo eine Redstone-Fackel haben. Die sehen übrigens mittlerweile auch hure geil aus. Die sehen hure geil aus. Und wir können mal schauen, ob alle unsere Tiere noch rum sind. Also, weiß ist rum, grau ist rum, dunkelgrau ist rum, schwarz, braun haben wir noch nicht, gelb, orange, rot, pink, violett, magenta, violett, blau, hellblau, türkis, grün müsste ich mal wieder färben und dunkelgrün. Easy. Wieso sieht das Türchen so komisch aus? Was ist das? Es ist gar nichts. Wo sehe ich schon wieder? Warte mal, Block. Irgendwo sieht man den Block, wo man drauf schaut. Ah. Fence Gate. Aha. Open. Lol. Okay, man kann ziemlich viel mittlerweile mit dem F3-Screen gesehen. Mal schauen, funktioniert das noch? Yep, es funktioniert noch. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, auch runterzukriegen. Und wir überleben. Relativ. Ich würde sagen, mit Leertaste geht es besser. Ich teste das jetzt noch einmal. Und ich habe gesagt, es gäbe kürzere Folgen, dafür häufiger. Wir werden jetzt nicht den Ausgang noch machen. Den werde ich das nächste Mal machen. Und... wow. Ja, Leertaste funktioniert besser. Weil mit Shift ist einfach Knacks, Knöchel kaputt. Und mit Leertaste bauen wir einfach ganz wenig, anstatt hure hoch. Aber, das wäre es für die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir macht 1.8 richtig Spaß. Und wir haben noch Haufen Sachen zu tun. Zum Beispiel Hasen holen. Das Zeug hier ausbauen, einen Ausgang bauen, Eisenfarm bauen, was weiß ich noch. Und ich liebe das 3D. Aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst einen Kommentar da, was ihr gerne würdet sehen. Und ein Like, falls es euch gefallen hat. Und ja, man sieht sich. Tschüss.